Herr Klemmer, die Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte mich nicht, dass wir da aufhängen, für über die Aussagen von Majoritätspolitikern zu schwätzen. Ich komme nicht allein, weil, wenn hier der Opposition in der Stalt geht, nicht konstruktiv und dem Text matt geschafft sind, an Amendementen müssen sie präsentieren, dann verkennt den hier schwätzt, die Realität, wie er an der Kommission aufgedacht ist. An der Kommission ist es so gewesen, dass wir ein ganz rich Amendement parlamentär gemacht haben, und das nicht. Und ich betone das nicht der Handelsstunde, wie eine Partei so angeregt hat. Weil ich fährte ganz, dass wenn wir geben, da hinschreiben, wen, welche Punkt oder Komma an dem Gesetz geändert wird an der Kommission, dass da echt die Opposition besser gibt durchstehen wie die Majorität. Aber wenn an Zukunft hier am Heiligen Hause soll sein, dass kollegial Zusammenarbeit bestraft am Platz belohnt wird, aber da schreiben wir Amendmente, am Namen von unseren Parteien, und da vergleichen wir mal ein bisschen, ob die Zusammenarbeit dann, die bisher wirklich gut funktioniert hat, weiterhin so gut kann funktionieren. Weil wenn es wirklich just darum geht zu zählen, wen da die schönsten, am besten, am meisten Ideen hat, dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob die heute die Opposition kritisieren, danach so über hier vielleicht dran gucken, wenn sie dann merken, dass hier Partei vielleicht nicht so konstruktiv matt geschafft wird, wie sie das meinen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Piraten haben eine an pure Prisen, auch zusammen mit anderen Parteien von der Opposition, Kommunikationspolitik von der Regierung kritisiert. Lass mal am folgenden Einkehr darauf zurückzukommen. Ich sage nicht gern, wir lehren, mit dem Virus zu leben. Ich will nicht mit einem Virus leben. Ich gebe euch da so, wir sind am Gange zu lehren, mit dem Virus zu koexistieren. Wir haben keinen Schwach. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, sich an die Regeln zu halten. Und ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das Regeln, und ich weiß, ich wiederhole mich, mir das wichtig, leider nicht kohärent und Bürgerinnen und Bürger vermittelt gehen. Die Regeln sind nicht kohärent vermittelt gehen, und das an einer kruzialen Phase. Genau dann, wo wir Übergangsstunden vom Lockdown hin zum Dekonfinement. An der kruzialen Phase, wo der Staat an der Pflichtung der Bürgerinnen und Bürger die Nächsten an die Hand zu gehen, für sich am neuen, mit freien Alltag können korrekt zu verhalten. Genau da hat die Regierung an ihrer Kommunikation versucht. Das muss ich angestehen. Madame Minister hat das auch am Plateau von RTL angestanden. Wenn wir über die Kommunikation von der Regierung schwätzen, da schwätzt man nicht nur von der Kommunikation, die sich direkt mit Bürgerinnen und Bürger adressiert, aber auch und Kommunikation innerhalb der Institutionen. Was geht, und vor allem, was geht nicht kommuniziert. Wir haben gestern hier an der Pressekonferenz angekündigt, als Legislateur brauchen wir Zahlen und noch einmal Zahlen. Entretemps kriegen wir mehr Zahlen, neue Zahlen. Mal lange Zeit haben wir gedacht, wir müssen wissen, wo wir stehen, wo wir hinsteuern, wo wir uns auf der ominösen Kurve situieren. Stehen wir da, wo wir wollen stehen? Sind wir drinnen, drüber? Kein wusset, kein weset. Die Chamber wusste es nicht, und ich wusste es auch nicht. Das trotz wiederholter Nachfrage. Und da will ich euch aber fragen, wie sollen wir heute über das Gesetz befanden, ohne die nötigen Informationen zu haben, die elementar sind, für eine Covid-Frage proportioniert zu legiferieren. Herr Präsident, die Chamber hält heute Decisionen en absence de connaissance de cause. Dabei haben wir heute nach vor kurzem eine Motion gestimmt, die verlangt, dass am Heiligen Haus regelmäßig über die Entwicklung von den neuesten Zahlen am Detail informiert wird. Von der Uni haben wir zwar verschiedene Szenarien, aber wir steuern offensichtlich riecht an eine zweite Welle. Aber, und ich wiederhole mich, wir hätten gern detailliert Zahlen. Was sind dann die projizierten Infektionszahlen? Was sind die projizierten Hospitalisierungen? Der Pouvoir legislativ soll hier anschneidend Mesuren holen. Und das gibt auch heute angeschwärzt. Man kann gleichzeitig nicht eindeutig feststellen, wo wir sind. Sind wir noch on track oder ist der Corona-Zug derailliert? Wo stehen wir aktuell par rapport zu den Szenarien, die du nicht gerechnet hast?
dass für uns momentan unmöglich die objektive Analyse von der Situation zu machen. Aber wenn die Regierung da wirklich will, dass die Chamber konstruktiv mit auf ihren Weg geht, dann muss die Chamber die Informationen haben. Aber wenn die Regierung die Informationen nicht tut, die Chamber halt fordert, dann frage ich mich, wie will die Regierung objektiv, proportioniert Maßnahmen holen? Ich traue mir das auf jeden Fall nicht so. En absence de connaissance de cause, so erschneidend Maßnahmen zu entscheiden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind aber nicht nur da, für alles schlecht zu schwätzen. Die Regierung hat auch definitiv, und das will ich so, ein paar gute Sachen gemacht. Ein paar sogar direkt, Herr Engel. Nicht nur ein, nicht nur zwei, ein paar. Lass mich etwas so, das Large-Scale-Testing als ein von diesen Beispielen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir als Lützeburg hier als Responsabilität überholen, also international Rekommendationen halten, also viel wie möglich testen. Ja, es klappt nicht immer alles beim Testen. Bei Navitationen gehen es waren ein paar Hicken am Anfang. Aber das Resultat ist das, was zählt. Das Resultat ist das, dass wir probieren, Infektionsketten zu unterbrechen. Ein Gipferin, den wir bei einem Large-Scale-Test fanden, als eine Infektionskette, die wir unterbannen. Und ich meine, das muss ich so, dass das wichtig ist, dass die Leute draußen trotz allen Bemollen weiterhin sich testen lassen. Und ich war ganz froh, heute Morgen, wie ich das selber auf Invitation probieren gehen, gesehen und dass ich nicht allein war. Dass ein ganz Ritsch Leute 4 Stunden, dass es sehr geht, dass es professionell geht. Und ich meine, wenn wir nächste Woche über das Large-Scale-Testing schwätzen, dass wir da nach einen Appell sollten, erneuern, sich testen zu lassen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ein bisschen wie die Link. Wir haben uns mit dem Text hier lang auseinandergesetzt. Wir haben an der Kommission konstruktiv mitgeschafft. Wir haben ein Rutsch Amendementer über den Weg von der Kommission ihre gemeinsamen Amendementer mit abgebracht. Wir haben ein Rutsch positive Veränderungen an dem Text hier konstatiert. Der Text ist sicherlich besser wie den aktuell en vigueur ist. Und ich sagte schon damals beim Wort von dem Text, der wäre besser wie das Achtscher-Gesetz. Das heißt, vom Achtscher-Gesetz kommt auf den heutigen Text, der besser geht wie die letzten. Ich muss sagen, es wäre schön, wenn man könnte sagen, all die Veränderungen, all die Verbesserungen bringen uns dazu, ja, können zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe aber direkt die Hoffnung, wir werden auch das Eis müssen enthalten. Das nicht, weil der Text nicht besser ging ist. Mehr, weil, wie ich sagte, als weiterhin Informationen fehlen. Es fehlen als Informationen. Wir können objektiv die Situation anzuschätzen und objektiv können anzuschätzen, ob die Aussagen, die wir am Text machen, adäquat sind oder nicht. Gehen wir weit genug, gehen wir nicht weit genug? Das ist eine Frage, die kann ich ohne Datenbasis sich ganz schlecht beantworten. Und wir stungen hier, und wir haben auch bei den alten Mesuren für drin immer die Regierung gefragt, wo sind Modellisierungen für die heutigen Entscheidungen. Am Anfang hat die Regierung als regelmäßig gesagt, ja, wir wollen wissenschaftlich fundierte Entscheidungen holen, dafür müssen wir die Sachen modellisieren. Und dann haben wir ein paar Mal hier auf der Tribüne hören, dass Entscheidungen geholt werden, ohne Modellisierung. Die nämlich, die also gerade hier für ein paar Minuten die Opposition kritisiert und dass sie über die Sperrstunde geschwärzt hat, dass sie über die Spielplätze geschwärzt hat, wo ich übrigens auch noch muss ummerken, dass keine 24 Stunden Drop Spielplätze von der Regierung abgemacht wurden, die just wollt Priorität tun. Aber wenn ihn da fragt, dann aber fragt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo die Modellisierung dafür lohnt? Die aus den Tag für drunter am Debatten nach dem Tore geschlagen haben. Da muss geguckt, wie die Situation evaluieren, näher den etwas gefallen. Da muss zuelle gucken. Wenn in einer Fried, wo die Modellisierung ist, ob du nicht dann tatsächlich eine Modellisierung gemacht hast, für die Spielplätze abzumachen, dann finden ihn raus.
die gëtt net. Die Regierung huet also genau dat gemacht, wat heute Opposition firgeworfen gouf, nämlich eng Bauentschädung getroffen. Dat ist okay. Mit der kommuniceiert als Bauentschädung. Kommuniceiert als eng politische Entschädung an net als eng, die op soi-disant wissenschaftlichen Fakte basiert. Und genau du wennst da, weil man auch an dem heute Gesetz aber am Mengen nach viel zu viel ob enger Bauchentschädung sind. Ob eine Entschädung sind, die an plus noch ein Bauchgefühl von 4 und 3 Wochen basiert, kann ich das heute Gesetz nicht mit Ja stimmen. Das Gesetz ist besser und dafür werden wir uns enthalten. Das ist nicht mehr so. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird gesundheitsministerisch, Madame Paulette Lehnert.